Moin alle zusammen, die mich von der Tau kicken und Tau hören daut. Ich begrüße jou ganz herzlich und das Mehrgenerationenhus von das historisch-ökologische Bildungshus in Papenbach. Ich bin Helena Brune, ich komme aus Baukaste und arbeite hier als Koordinatorin in das Mehrgenerationenhus. Hier bei uns in Hus trefft sich alle Generationen unter ein Dach. Tau verschiedene Veranstaltungen. Wir habt hier so ein regionales Frühstück, wo wir fein beieinander sit, wo wir miteinander frühstücken daut, wo wir Masse Pläsier habt und wo wir uns auch Masse vertellen daut. Dann hab ich so ein offenes Café, da treff wir uns immer nachmittags, da Kaffee und Kauken und anschließend da wir Karten spielen, wo wir auch Masse Spaß gehabt und wo wir Masse lachen könnt. Dann trefft sich hier noch so einige Krabbelgruppen, wo die Mauer sich dann gegenseitig utuschken und unterstützen daut. Dann hab ich noch eine Kreativwerkstatt, wo wir Masse Dinge herstellen daut, der wir uns dann nachher bei uns in unser Hus fein hinstellen könnt. Vlieten Jahr hab ich mit der Veranstaltung Platz satt, mit der emsländischen Landschaft hier ein ganz leckeres Frühstück vorbereitet. Mit selbstgebackenen Broten, selbstgemogte Marmelade, gekochte Eier, leckeren Aufschnitt und Käse. Die Gäste habt sich das richtig gaut schmecken lassen. Der habt sich hier wohlfällt und wie habt Tischgendör plattdeutsche Dönkes vertellt. Und das war ein richtig feinen Vormittag. Bloß, dit Jahr ist das ja allen bitten was anderes. Wir haben ja gerne wer inladen, mit der zusammen frühstückt, feine plattdeutsche Dönkes vertellt, aber der Coronavirus, der hat uns da einen Strick durch die Rechnung muckt. Und deswegen müssen wir ihn bitten improvisieren. Und deswegen treffen wir uns hier von Dorge, um mit den neuen modernen Medien ja auch was Feines und platt dort zu stellen. Wie wird ja da einfach mit sagen, dass wir an jo denkt, dass wir ja gerne wer sein haben, aber das geht nur ja nicht. Und deswegen will ich von Dorge mit jou 2 Brote backen. Einmal einen wetten Stuten, und das ist ein ganz alt Rezept von meine Mama. Und das zweite ist ein Vitalbrot mit ganz gesunden Zutaten, denn das braucht wir ja nicht in diese Zeit. Und wir fangt mal mit den wetten Stuten an. Da kommt zuerst 3 Eier drin. Dann kommt da 30 Gramm Rohrzucker drin. Und da tue ich dann entweder in die Küchenmaschine oder mit dem Mixer schaumig rühren. So muss das nachher gut sein. So, dann kommt da 500 Gramm Mehl und 2 Tüten Backpulver. Die habe ich da all untermischt, die kommt da dann drin. Dann kommt da noch 250 Gramm Quark. Und 140 Milliliter Malk. Und das Ganze da wir jetzt fein durchkneten, damit das richtig moin Teig wird. So schön der Teig dann nachher gut sein. Und nun da wir der in eine gefettete Stubenform. Dann da wir die fein glatt stricken. Ich da mäßig die Lepel ein bisschen natt moken, damit man das besser verstricken kann. Dann geht das nämlich ein bisschen besser. Weil manchmal ist die Date ein bisschen dwerrig und dann will ich nicht so aus wie wild.
nu ist unseren Studen fertig. Und nu kommt der für eine Stunde bei 160 Grad in Backomt. Ja, hier bin ich wieder. Und das will ich ja sagen, ich hab mir überlegt, dass wir nu Vitalbrot backen dort. Denn das ist ja so eine blöde Tit mit die alle blöde Coronavirus. Und in das Brot, was wir nu backen dort, da sind Masse Vitamine in und Masse Mineralstoffe, denn die brauchen wir ja, damit wir den ollen Virus den Kampf ansagen können. Und ich hoffe, dass ich das Brot noch backen dort, denn das ist ja so blöd, dass wir von da alle in Hus blieben möchten und wir dürfen ja nirgends hin. Und deswegen fangen wir jetzt mit use leckere, gesunde Vitalbrot an. Da kommt doch erst 2 Eier drin und 50 Gramm Rohrzucker. Und dann da wieder das Ganze wär richtig schön schaumig rühren. So muss das gut sein. Richtig fein schaumig und die Eier mit dem Zucker fein verrührt. Dann kommt da 130 Gramm Mehl, ein Päckchen Backpulver, das habe ich dort unermischt da wieder in. Und dann kommt da 200 Gramm Cranberries, der habe ich lütt geschnitten, und 200 Gramm Aprikosen drin. Der habe ich auch fein richtig lütt geschnitten. Und wie die, was das Schöne daran ist, neben den ganzen Vitamine und Mineralstoffe habt ihr getrockneten Aprikosen auch noch ein ganz besonderes Vitamin, und das ist für uns Frauen unheimlich wichtig, denn da kriegen wir richtig feine Hut von. Und die kommt da jetzt drin. Und hier bünd dann 200 Gramm Mandeln, die habe ich auch lütt geschnitten, und 200 Gramm Nussmischung. Und ihr wisst ja, wo das von da ist. In Nöten sind ja Masse ungesättigte Fettsäuren oder wo man von da in das moderne sagt, Omega-3-Fettsäuren. Und die sind ja ganz besonders gut für unsere Gesundheit, für unsere Verdauung. Und man lässt sich ja auch noch sagen, dass wir doch fein schlank vom Wort. Und der kommt da jetzt auch drin. Und dann da wieder das Ganze wer fein durchkneten. Und so muss das Ganze gut kriegen. Das sieht doch richtig lecker aus, oder? Und das da wie jetzt wer in die gefettete Backform. Ich nehme immer ein bisschen Wasser dazu, mag die Lepel nicht, ein Latt, damit ich das auch gut und die Schüssel kriege. Und das da wieder haben wir fein glatt stricken. Und so muss das dann gut sein. Und nun kommt das für eine Stunde bei 160 Grad in Backomt. Ja, in der Zeit, wo unser Brot nun in Backomt ist, habe ich mir überlegt, dass ich ja ein bisschen was vorlesen darf, wo das früher war mit das Kaukenbacken. Aber das ist nun ja so, ich gehe ja nur auf die 60 Tau und meine Augen, die sind nicht mehr so gut. Also möge ich entschuldigen, dass ich nur eben meine Lesebrille holen muss, denn ich muss nur einmal tuschen. Denn mit der olle Gleitsichtbrille, ne, da kann ich gar nicht mit umgehen. Da komme ich immer in Stolpern und dann meine ich immer, ich bin besoffen in den Kopf. Und deswegen muss ich zwischen ihnen immer ein Becken wechseln. So. Nun kann ich auch richtig fein vorlesen. Das war nämlich so. Unsere Oma, die hat uns alltid gern vertellt, wo das früher wenig als sein Jung wichtig war. Bei uns gab das nämlich immer bloß Schwattbrot. Bloß Söndags, da kriegen wir wetten Stunden. Und der haben wir ja eben auch backt und der ist nun ja in Backomt. Bloß unsere Vater, der kriegt all Tage wetten Stunden. Und wie die war, das war nämlich so. Hey, was fehle in Moor an Torfgraben. Und als ihr einmal nichts mehr zu trinken habt, du hast nämlich Moorwater getrunken. Könnt ihr euch das vorstellen? Er so viel Durst und auf Moorwater getrunken. Und dabei hat ich sich den Morgen so vernellt und konnte sie dem kein Schwattbrot mehr verdrehen. Und wie Kinder, die luren da all ob, dass die uns mal ein Stück aufgeben die. Und mit Onna, dann die das auch.
Mit Brotbacken müssen wir alle Masse mithelfen. Wir müssen unsere Föte wasken und dann müssen wir den Teig in de Boje tüchtig trampeln. Das war slepp stur, aber das hat so viel Spaß gemacht. Aber so war das damals in alle Hüse. Us Norbers Wicht, die ging sieht ne Tiet lang nach de Kokschaule. Und sie haben meine älteste Schwester Lene wunders wat vertellt, wo man so richtig moi Kauken backen kann. Und use Lene, die dramte so lange, bis sie da doch in Hus mocken dress. Mehl, Butter, Eier, Zucker und Melk, das haben wir alle in Hus. Man, da gibt das wat Nähes. Und das hätte Backpulver. Da ha use Mauder noch nie wat von hört. Bloß use Lene, die wirst da tau besorgen. Die Anleitung zum Bereiten eines Kuchens, die stünd achter ob de Backpulvertüt. Und use Lene, der hat auch rein rohe Backen bekriegen. So iwach, was sie bit wag. Und wie anderen Kinder, wie stünd nächschädig herum. Wir stimmen auch gerne mit die Fingers in die Deig. Bloß dat stünd use Lene gar nicht an. Schmeckt gaut, sehen wir. Und wie habt us die Finger leckt. So, nu was all in Deck. Bloß das Backpulver nicht. Man rühre das Backpulver unter den Teich. Stünd dort lesen. Und da kam use Lene nicht achter. Aber wie auch nicht. Lord is sein Reb use Mauder. Man seh wüsst dat auch nicht. Man gaut, dat use vorderne Hus kam. Er setzte sich ne Brille ob und meinte, meine leiben Kinder, können die da nicht lesen? Hier steht doch. Man rühre das Backpulver unter den Teich. Die Soke ist doch ganz einfach. Lene, du streichst das Backpulver in die Form und strickst dann den Teig darüber. Dann ist das Backpulver ja unter den Teig. Lesen muss man können, kann ich sich nicht verknieten, zu sagen. So als use Vorder, das kommandiert ha, so wurde das natürlich muckt. Aber das war ja ganz klar, dass die Kauken nicht so hart was aus dem Bickel und so platt aus dem Panne kauken. Und alle waren wir uns einig. Der neimodisch gekommen, der durch nix. Das ist bloß all wie Smokerei. Von nun an gaffelt wir jeden das Schwattbrot und Sendus Wittbrot. Ja, so was das früher. Ja, da bin ich wer. Und so schuld nachher die Brote ut sein. Das ist ja usen leckeren Stuten und das ist ja, ihr wisst ja noch, was ich eben gesagt habe, das gesunde Vitalbrot. Als ich noch Kind war, so was hat nämlich früher so, dass us Mama den Stuten unter den Arm nahm und dann wurde verwäschnien. Aber das darf ich von Tage mal nicht, sondern ich schnie das nun mal so. Ich brauch ein scharfes Brotmess und auch nicht so dünn schnien. Denn wir wird ja richtig fein was Leckeres eten. Ich taude immer ein bisschen dicker schnien. So soll ich das dann gut. Und wisst ihr, was das Schönste ist? Da schmeckt am besten Goude Butter ab. Und ruhig ein Becken dicker. Das wird nicht all so dünn und sparsam werden. Und dann bloß wir auch nicht auf unsere Figur achten. Und am besten können ihr dann selbstgemogte Marmelade nehmen. Ich habe hier mal Marmelade mitgebracht mit frischen Erdbeeren und Holunderblüten. Und das geht folgendermaßen. Man pflückt feine frische Holunderblüten. Die Tiet ist hier leider nur Alphabet. Aber dann habe ich all für ein paar Wegen dann. Dann kommt da unten ganzen Schwung Holunderblüten in. Da oben kommt feine Erdbeeren ab. Und dann da wieder inkochen. Und das da wieder jetzt fein ob verdellen. Ruhig ein bisschen mehr. Nicht so sparsam werden. So.
Und wenn ihr was das Schöne ist, ich hab noch ganz alt Geschirr und das nehme ich da jetzt auch, weil da schmeckt das noch viel besser von. Das Geschirr ist nämlich halt 80 Jahre alt. Und was ich mir der Foto hole, ist ein fein lecker Kaffee. So, ist das nicht fein gut? Und dann, ihr weht ja dann Oge auch mit, ne? So, und wenn ihr warten, nun deutet ihr euren Handschuhen gut, denn mit Handschuhen mag ich überhaupt nicht eten. Guten Appetit. So, nun kommen wir zum zweiten Brot. Und zwar unser leckere, gesunde Vitalbrot. Auch das drüber ruhig ein Becken dicker schneiden. Nicht so sparsam damit wehen. So. Und so kriegt das dann gut, dass man den Nöten richtig fein dick sein kann. Denn denkt doch an, da wird ja bloß gesunde Sachen drin. Da kommt dann bloß dick Butter ab. Nicht so sparsam damit wehen. Und nicht an ihre Figur denken, denn das soll ja richtig lecker schmecken. So, und das deutet mir auch wer fein auf dem alten Geschirr, denn ich mach so gerne das alte Geschirr, das haft doch was Neues. Und ich weet ja, das Oge et mit. So. Das, was ich noch vergessen habe eben, als wir das Brot backt habt, in der Adventszeit da eine Tüte Lebkuchengewürze mit drin. Und dann habe ich ein richtig leckeres Adventsbrot. Guten Appetit! Ja, nun bin ich leider all an Ende. Ich hoffe, dass ihr da ein bisschen Spaß gemacht habt, dass ihr ein bisschen Freude daran habt und dass ihr auch Lust kriegen habt, das noch zu backen. Denn ich habe ein ganz tolles Rezeptbuch entwickelt. Da sind Rezepte in von regionalen Frühstück. Ganz viele Brotsorten, ganz viele Marmeladensorten. Und ich habe mir ganz masse Mühe gegeben und das kommt von Herzen. Ich habe alles mit der Hand geschrieben, damit man das auch gut lesen kann. Und ich hoffe, dass ihr Masse Spaß daran habt, das dort zu backen. Diese Rezepthefte kann man hier bei mir in Mehrgenerationenhaus kriegen. Da gibt es nämlich jeden Donnerstag, ich hoffe bald wär, ein regionales Frühstück, wo ihr die ganzen Rezepte probieren könnt, mit verschiedenen selbstgebackenen Broten, mit verschiedenen selbstgemachten Marmeladen. Ich hoffe, dass ihr mal Lust und Zeit habt, hierher zu kommen und das Söben vor Ort ja schmecken zu lassen. Wir sind immer da für jou und wir würden uns sehr freuen, wenn ihr mal kommt. Oder Freitags Nummerus, der unser offene Café, wo wir ganz locker beieinander sind, mit Kaffee trinken und Kaugen eten und wo wir immer ganz masse Spaß habt, mit Karten spielen. Oder mit der Kreativwerkstatt, wo wir zum Beispiel solche tolle Bilder mogt und Toilettenrollen. Oder wo wir diese Flaschen, Sülmen herstellt habt. Alles selbst gemacht, alles selbst überlegt. Ihr könnt herzlich einladen, dahin zu kommen. Wenn ihr die Termine bünd, könnt ihr bei uns auf der Website nachkicken. Oder ihr habt mal Lust, einen Englischkurs zu kommen, den ihr jeden Dienstag habt, der so langsam all gestartet ist. Und da kann man, wenn man will, das alte Englisch, was wir früher in der Schule gelehrt haben, wieder auffrischen. Ja, ich hoffe, ihr habt das alle ein bisschen gefallen. Das kam von Herzen von morgen. Und ich hoffe, dass ihr noch lange an uns denkt. Und vielleicht seht ihr uns ja bald persönlich und lernt uns so kennen. Ich würde mich freuen. Bleibt alle gesund. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Jaue Helena Brune aus dem Mehrgenerationenhaus in Papenburg.